Herzlich willkommen, Freunde, zum Let's Play von Kingdom Hearts 358 over 2 Days. Ja, diesmal war es jetzt mal richtig ausgesprochen, nicht wahr? Der nächste Teil der Kingdom Hearts Reihe und der nächste logische Teil nach Kingdom Hearts Final Mix und Kingdom Hearts Region of Memories. Jetzt also bereits der dritte Teil der legendären Kingdom Hearts Reihe und wird es ein Let's Play sein? Nö, vermutlich nicht, vermutlich eher ein Let's Show Projekt. Was vor allem damit zu tun hat, das Original für den DS wurde zwar übernommen hier, aber nicht so wirklich. Das heißt, wir haben die Cutscenes alle, aber die Spielmechanik wurden nicht übernommen. Sprich, ja, wenn man das hier abspielt, gibt es eigentlich nur einen langen Film, den man natürlich unterbrechen kann und so weiter und so fort, aber im Prinzip ist einfach alles nur ein Film bestehend aus den Cutscenes dieses Spiels. Ich habe schon gesehen, es gibt diverse Playlists auf YouTube, die haben es irgendwie, oder sprich jetzt mal Let's Player, die haben es so gemacht, dass irgendwie die Cutscenes auf HD, sprich von hier gezeigt haben, das Spiel selbst auf dem Original DS gezockt haben. Ob jetzt via Emulator oder via Capture Card, wie auch immer. Habe ich mir auch überlegt, habe mir dann aber gesagt, nee, mach ich nicht, weil erstmal ist der Aufwand ziemlich groß, es parallel so zu zocken. Na, hier natürlich nicht, hey, ist klar, jetzt zocke ich nicht, aber trotzdem auf dem DS noch zu zocken. Die Handhabung ist auch nicht ganz so geil, wie ich finde, und ich muss auch zugeben, der Hype, das Spiele zu spielen, ist nicht so groß wie der Hype auf Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 3. Ich habe eigentlich mehr Bock, hier echt zu erfahren, komplettes Spiel eigentlich zu erfahren, hey, worum geht's überhaupt, und halt auch die Verbindungen zu Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts 2 Final Mix dann, das nächste Projekt demzufolge, und natürlich auch noch zu Kingdom Hearts Region of Memories und sonstigen Kingdom Hearts Projekten. So, genug gequatscht, ihr würdet sagen, los geht's, Freunde. Ich werde wohl nicht so viel quatschen, wir werden vor allem viel genießen bei Kingdom Hearts 358 over 2 Days. Ah ja, stimmt, es kommt der Quatsch wieder. Sorry, aber ganz vergessen, war. Also werde auch noch ein bisschen quatschen, aber natürlich nicht allzu viel. Square Enix, kommt wieder das mit Captain Hook, Peter Pan etc. etc. Das ist ein Eigentum von Disney. Dieses Spiel speichert automatisch. Es ist kein Spiel, es ist eigentlich nur eine viel. Ja, man sieht es auch hier abspielen, man kann Kapitel wählen etc. etc. Wir sind auch schon mal 4 Personen. 2 davon sind uns bekannt. Alex und Axel und Mickey. Wobei, eigentlich kennen wir den Typen rechts im Hintergrund mit Augenbinde ja auch. Eigentlich. Los geht's. Pitiful, heartless, mindlessly collecting hearts. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist.
Kingdom Hearts 358 over 2 days. Tag 255, warum die Sonne rot ist. You're early. No, you're just late. Today makes 255. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right, that first week you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Roxas. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I asked, know-it-all. Seriously, where is she? The destiny that is about to unfold actually started when we first met, on the 7th day after I came here. Tag 7, Nummer 14. Good tidings, friends. Today is a momentous day. I am pleased to announce that a new comrade has been chosen to wear the coat. Number 14. Let us all welcome one of the Keyblades chosen. For the 7 days since my arrival, the name Roxas and the number 13 were all I had. Who the people around me were, what they wanted, or what they were trying to do, I had no idea. Tag 8, das Sahnehäubchen. Teach him well, Axel. Don't worry. I'll be sure he makes the grade. Roxas, let's go. What's wrong? You worried about the new kid? What was that name again? Number 14, Shion. Right. I knew that. Shion. Got it memorized, Roxas? Yeah, Yeah? How about my name then? Axel. And how about our boss's name, huh? Xemnas. No way you're gonna forget his name, right? Let's go.
Roxas erfüllt seine erste Mission. Axel brachte Roxas an einen besonderen Ort, anstatt sofort zum Schloss zurückzukehren. Ah, da noch ein bisschen quatschen, sehr schön. Oh, oder auch nicht. The icing on the cake. You remember what this ice cream is called? It's, Sea salt ice cream. I already told you before. Get it memorized. it's salty. But sweet. Roxas, you said the same exact thing the other day. I did? I don't remember. So what has it been? A week since you joined the organization? I guess it has. You guess it has? Come on, you must remember that much. Well, here you are, finally out in the field working for the organization, right? For the organization. You might even say that today is where it all really begins for you. Where it all begins. As a member of the organization, I'll be receiving missions every day. But I'm still not exactly sure what I'm supposed to do. Tag 9. Herzlose. Roxas erfuhr während seiner Mission von den Herzlosen. Jetzt gerade, warte mal ganz kurz, ich will noch etwas testen. Geht es dann automatisch weiter? Da könnte ich so kurz pausieren. Ich glaube, ich kann so kurz pausieren, wa? Kann ich irgendwie sonst relativ wenig machen. Ganz kurz nur. Wegen den Organisationsmitgliedern. Schön, dass wir mal alle so kennenlernen. Ihr merkt schon, das Ganze spielt momentan noch zeitlich vor Kingdom Hearts Return of Memories, aber jeder von denen hat im Namen ein X. Okay. Man hat bei Roxas gesehen, als er quasi, wie er selbst gesagt hat, so quasi eine Art Zombie war, schwirrten 4 Buchstaben um ihn herum und dann kam noch ein 5. dazu, das X, und dadurch wurde sein Name erschaffen. Die 4 Buchstaben und das X, also R-O-A-S. Wenn man die mal anders anordnet, ja genau, Sora. Sora mit X? Okay, dann mit X was anderes. Aber warum Sora? Marluxia, ein Organisationsmitglied, das Roxas auf dessen Mission begleitete, erklärte ihm, dass jedes Mal, wenn sie einen Herzlosen besiegen, Herzen freigesetzt würden. Er erklärte ihm auch, dass die Organisation diese Herzen sammle, um Kingdom Hearts zu vervollständigen, und dass nur Roxas als Schlüsselschwertträger die Mission erfüllen könne. The organization defeats the Heartless in order to collect hearts and complete Kingdom Hearts. But I don't know what that is, or what it does. I don't even know what a heart is. Ja, wer weiß das schon, wa? Tag 10. Unvollständig. Wenn man ganz kurz das noch erwähnen darf, Herzlose besiegen, um Herzen zu sammeln. Okay. Aber Roxas, der, wenn man das X im weglässt und seinen Namen neu anordnet, daraus Sora entsteht, Sora sogar optisch sehr ähnlich sieht, soll ein Schlüsselschwertträger sein. Genauso wie Sora und wie wir wissen auch König Mickey. Warum? Was verbindet Roxas mit Sora? Die Mitglieder der Organisation strebten nach der Verschmelzung mit Kingdom Hearts, um wieder ganz zu werden. Sexion erklärte Roxas, dass niemande kein Herz hätten und somit unvollständig seien. Daher ihr Wunsch nach einem eigenen Herz. Nobodies don't exist. We in the organization were born without hearts. So, if we don't have hearts, does that mean we don't exist?
Tag 11. Das Schlüsselschwert. Larxene, die Roxas auf dessen Mission begleitete, schien nicht gerade begeistert zu sein, dass Roxas ein Schlüsselschwertträger war und vor allem ein Schlüsselschwert in der Hand hat. Sie brachte Roxas bei, wie er auch ohne Schlüsselschwert kämpfen könne. Dabei wurde Roxas erneut klar, wie mächtig das Schlüsselschwert tatsächlich war. Doch gleichzeitig verstärkten sich seine Zweifel, warum ausgerechnet er es zu führen vermochte. Das fragen wir uns zu dem Zeitpunkt alle. The Keyblade releases hearts. So why am I the only one who can wield such a thing? I'm learning all these things, but there's so much more that I don't get. Tag 12. Eine geschlossene Welt. Bei einer gemeinsamen Erkundungsmission klärte Rex und Roxas darüber auf, dass es noch andere Welten gab und dass man sich ihrer Besonderheiten und Regeln bewusst sein müsse. Back and forth, to and from the same places every day. Sometimes we go to other places on real missions, but we can't cross the walls that divide the worlds. That's why we create our own paths in the darkness. Or so they say. Tag 13. Auf zu neuen Taten. Lexus ermahnte Roxas, sich während einer Mission nur auf sich selbst zu verlassen. Roxas war bisher nur den Anweisungen der Organisation gefolgt. Doch ihm wurde immer mehr bewusst, dass seine Fähigkeit, das Schlüsselschwert einzusetzen, etwas Besonderes war, das nur ihm möglich war. Lexus wies Roxas darauf hin, wie wichtig er für die Organisation sei. There are nice guys and not so nice guys in the organization. But everyone's working together to complete Kingdom Hearts. There's lots I don't know, but I do know I have to keep fighting the darkness, so I can be whole.